Was liegt dir so aus? Ne? Ja, seine besten Freunde waren die Kanalratten. Also, der hat einen Kopf da. können Sie mir kurz vorführen, genau, jetzt wird es spannend. Endlich gibt's Action. Ja, So, Moment, hoffe, dass ich das raufkriege. Ja. Sehen Sie? Nicht zu schnell. Hier gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja. So, jetzt da, ja. Hier gibt es eine Blockade, ja, bitte. Eine relativ halbschnelle Drehung, bitte. Ich will nicht viel gehen, weil ich ziehe die linke an, fahre ich so. Ja, da. So wie beim Panzer, also mit den, wie hat das mit den Umdrehungen da, ne? Als Lade-Richtschütze oder Bugschütze, wie auch immer. Das ist ein gelernter Ladeschütze, ja. Ja. Und das fahre ich so rund. So, aha. Und du schreist jetzt mal, dass du dich in Arsch. Ja, aber ich muss das noch aussaufen, weil jetzt bin ich von den vielen Quatschen bin ich durstig geworden, ja. Man muss dazu sagen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, ist mein lieber, nicht war, ist mein lieber Vater, ja. Und ich hoffe, dass er diesen Film heuer sieht bei meinem Bruder und meiner Schwägerin in Vösendorf draußen zu Weihnachten, weil dann gebe ich meinen Brüdern die SD-Karte, ne? Und der sieht es dann am Computer. Moment, mein Vater will mir da gerade was schenken, eine wunderschöne sportive Jacke da. Nein, für die Hocken. Nein, für die Hocken habe ich ja eine Arbeitsjacken, eine dicke. Na warte, ich will das filmen. Zeig's dir, du ein bisschen präsentieren. Du weißt, der Herr-Modeverkäufer auch noch, ne? Der hat man nicht vergessen. Das ist der Rücken, der Sattel von dem Rücken. Ja, aha, genau. Ja. Ordentliche Präsentation. Ja, und da sehen Sie wieder die wo ist die Tasche, wo die Kondome reingehören? Da links, ja. Wenn ich Rechtsträger bin. Und da hast du auch eins noch. Aha, ja. Geheimfächer nachher noch. Ne? Ja. So, das wär's. Wann haben Sie die letzte Obstkiste zerschlagen und wieder zusammengenagelt am Karmeliterplatz? Oder war das im zweiten Bezirk? Ja, das war ein wunderbares Erlebnis, oder? Aber es ist gut bezahlt worden, oder? Gut bezahlt war das, ja. Aber andere haben nichts gekakelt, ne? Die sind untergegangen. Und du hast damals, was ich weiß... Es ist der fortgegangen, der was nicht bei mir geleitet hat. Und wir haben so laut geredet. Na wieso, was wollte er von dir? Na, der hat damals was gefragt, ein Werbegeschenk, hat er nicht gesagt. Ein Werbegeschenk? Der hat ein Werbegeschenk. An seinem Computer, so einen kleinen, wie heißt das? Der was selber geht oder so. Ich verstehe schon, ja. Ein Marsmenschen. Ja, ich weiß schon, ja. Ja. Das ist ein Werbegeschenk. Jetzt ist der in den Arsch gegangen, der Werbegeschenkspostler. Naja, das ist ja wichtig, das ist mehr oder weniger ein Lebensporträt, muss man dazu sagen. Ja. Für jeden depperten Schauspieler, irgendeinen anderen berühmten Trottel, ja, bringen stundenlang, ja, in alle Fernsehkanäle. Was? Papa, kannst mir du zeigen, wo es geht? Hast du das Geheimgeld, bevor ich gehe? Nein. Ich vermute im zweiten Sockenfach, rechts. Na gut, okay. Aber man siehe und staune, der brandneue Schrank hier sollte eigentlich schon längst hier im rechten Bereich stehen und der sehr dezent braune Kasten, der sollte dann hier links weilen. Ja. Noch nicht geschehen, weil mein Bruder heißt der Karl, an sich ein sehr, sehr fleißiger Theatermann und auch Hausvertrauensmann, hat es noch nicht in die Wege geleitet. Ja. Ende gut, alles gut. Ja. Und ich habe leider zu wenig Geld für die Meidlinger Passage, wo... Na, das ist eine gute Idee. Ich hätte sowieso gefragt. Ja. Du hast selber gesagt, der gibt, ist blöd, aber der nicht nimmt, was sagst du? Ist noch blöder. Und jetzt, das ist einer deiner Lieblingssprüche, was du gern hörst. Spare in der Zeit, hast du in der Not. Das ist ein Schwachsinn und dergleichen. Gut. Das war's. Im Qualtheater. Heißt der Karl? Ja. Mein Vater heißt Karl. Seit wann schon? Ja, nicht ganz 63 Jahre. Also 1940, Geburtsdatum 6. April 1940 und noch immer wagemutig und tatkräftig unterwegs, hat man gesehen, mit, ja, ich muss weiter nicht nur mit der Gehhilfe. Weiter in die
in die höheren Regionen muss ich dann rauf. Und Fährst her wieder nach, wo fährst du immer hin, nach Norditalien, nach Bozen? Bozen, nein, Ja. ich heuer halt nach Meran. Meran, das ist ja, Meran, ist einmal weiter, ja. Vorbei dann Bozen noch, Ja. und dann von Bozen fahre ich dann nach Helsinki. Das ist, Also, das ist ein Katzensprung. Wie sagen die Deutschen, ein Steinwurf entfernt. also, Ja. Und dann, wenn sich die Zeit ausgeht, mache ich vielleicht in Sydney oder in Melbourne Ja. oder dann Süd. Du sagst, bei diesen großen Reisen bist du leidenschaftlicher Taschenspieler. Ist das richtig oder ist das nur ein offenes Geheimnis? Das macht man, nein, das ist jeder. Das ist automatisch, wenn man so große Reisen Ja. macht, automatisch. Aber das ist aufgrund dessen, weil man im Flugzeug nicht mehr rauchen darf. Ja, das Ja. ist auch die Nervosität macht das auch. Nervosität. Sie haben sie aber gefunden, man muss dazu sagen, früher haben sie 20 bis 30 Zigaretten im Tag geraucht, jetzt rauchen sie nicht einmal 3 mehr im Tag. Nein, das ist ja übertrieben. Das ist übertrieben. 6 oder 7. Aha. Das ist. Hintereinander. Nein. Ja. Ich meine einen Zeitraum Ich von habe halt geraucht. 24 Stunden. Ne? 3 Zigaretten am Tag. 3 Zigaretten. Was soll man Eine vorstellen? habe bei den Wirten geraucht, Ja. glaube ich, da. Und jetzt ist 10 Minuten Wirt. nach 1. Also 13:10 Uhr. Ja, 3 Zigaretten nur. Das ist eine Leistung. das ist eine Leistung. Na, für einen, der was einmal Normal habe ich 2. Aber wenn ich fort war, habe ich 3 geraucht. 3 geraucht. Ja, Und wann wirst du die nächste rauchen? wenn ich aufstehe. Okay, passt.